SRF Audio. Narzissten können durchaus charmant sein, um die anderen zu umgarnen und von ihnen das zu bekommen, was sie eigentlich brauchen, nämlich ihre Bewunderung, ihre Zuneigung. Die sozialen Medien insbesondere, die stellen eine Bühne dar für den Narzissmus, wie es sie in der Geschichte vorher noch nie gegeben hat. Es hilft, sich klarzumachen, dass dahinter auch eine Not, vielleicht sogar oft eine Tragik steckt. Genauso wenig wie es eine gesunde Erkältung gibt, gibt es einen gesunden Narzissmus. Nicht? Eine Seelenerkältung. Wenn ich an einen Narzissten denke, dann an eine selbstverliebte Person, die nur sich selbst im Blick hat und fast platzt vor Eigenlob. Dass Narzissten nicht an einem zu großen, sondern an einem zu kleinen Ego leiden und letztlich vor allem eine innere Kälte ausgleichen wollen, das behauptet ein neues Buch mit dem Titel »Das unersättliche Selbst«. Und dieses Buch hat mich gehörig ins Denken gebracht, auch in Bezug auf die unbequeme Frage, wo ich selbst narzisstische Muster an den Tag lege. Geschrieben hat es unter anderem Thomas Fuchs. Er hat Medizin und Philosophie studiert und ist Professor für philosophische Grundlagen der Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Heidelberg. Thomas, ich freue mich ganz arg, dass du hier bist. Ganz herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein. Zimmer 42. Der Podcast mit der Barbara Bleisch. Sternstunde Philosophie. Ja, Thomas, seit ich dein grandioses Buch gelesen habe, frage ich mich ehrlich gesagt, ob mein Ingwertee etwas Manipulatives hat. Weil du nämlich da schreibst, dass es Studien gibt, die zeigen, dass die meisten ihr Gegenüber als sympathischer empfinden, wenn man ihnen eine Tasse warmen Kaffee oder Tee in die Hand drückt. Das könnte sein. Ich habe ja jetzt schon den heißen Ingwertee in der Hand gehabt, aber das ist nicht nötig in unserem Fall. Wir mögen einander auch so schon, aber es ist tatsächlich richtig. Die Studien zeigen, wenn ich eine heiße Kaffeetasse in der Hand halte und mir werden verschiedene Personen gezeigt, die ich nicht kenne, dann empfinde ich die tendenziell oder empfinden Versuchspersonen diese Bilder tendenziell als wärmer, sympathischer, gewinnender, als wenn sie eine eisgekühlte Kaffeetasse in der Hand halten. Wobei sie über diesen Zusammenhang, den die Studie untersucht, natürlich nichts wissen dürfen. Also gut, sonst werden sie befangen, aber das kann man gut trennen und dann zeigt sich, leibliche, gespürte Wärme ist auch eine interpersonelle Wärme. Also das geht ineinander über. Und es gibt auch das Umgekehrte, nämlich dass Menschen, die sich in einer Versuchssituation einem Ausschluss ausgesetzt sehen, also werden irgendwo beteiligt und dann plötzlich ignoriert man sie, die empfinden die Raumtemperatur signifikant kühler als vorher. Das ist echt interessant. Heißt das auch, wenn du jetzt Studierende betreuen musst und die haben was verbockt, eine schlechte Arbeit geschrieben, dass du ihnen zuerst mal einen warmen Tee gibst? Also der warme Tee oder der warme Kaffee kann eine Begegnung grundsätzlich etwas erleichtern, auflockern, kann das Zusammensein unterstützen. Da braucht man jetzt nicht unbedingt eine empirische Verkörperungsstudie, das wissen wir schon lange. Aber es lässt sich bestätigen. Zurück zu deinem Buch. Es ist diesen März erschienen bei Suhrkamp und du hast es geschrieben mit Thomas Arnold zusammen. Der Titel ist »Das unersättliche Selbst. Phänomenologie des Narzissmus«. Nun sind ja Narzissten nicht gerade die sympathischsten Zeitgenossen. Warum widmet ihr ihnen ein ganzes Buch? Narzissmus ist eine Besonderheit, eine Charakteristik der Persönlichkeit, die in unserer Gesellschaft doch eine sehr große Rolle spielt. Sonst würden wir uns ja wahrscheinlich hier auch nicht treffen. Irgendwo stellt sich ja jeder die Frage, wie ist unsere Gesellschaft jetzt eigentlich in so eine Lage geraten, von Narzissten doch wesentlich bestimmt zu werden. Weltweit auch treten Narzissten so in den Vordergrund, dass wir von ihnen geplagt sind, von ihnen versuchen müssen, uns einen Reim auf ihr Denken, ihre Absichten zu machen. Also wir sind mit diesem Thema beschäftigt. Und so hat es auch uns beschäftigt. Ja. Aber es ist auch darüber hinaus eine Frage gewesen, die uns philosophisch interessiert. Was ist eigentlich die Grundlage dafür, dass Menschen mit ihrem Selbstwert, mit ihrem Status solche Probleme bekommen können? Was sagt es über uns Menschen aus, dass wir davon so abhängig sind? Ja. Und darüber werden wir natürlich sprechen. Ja. Bevor wir da sind, vielleicht einfach mal ganz grundlegend gefragt, was ist denn ein Narzisst? Ein Narzisst ist ein Mensch, der seine
eigene Sichtweise, seine eigenen Bedürfnisse nach Bewunderung, nach Anerkennung, nach Erfolg in den Vordergrund rückt, sodass die anderen ihm mehr oder minder als Mittel, als Zuträger von Bewunderung und Anerkennung dienen, dass er aber große Schwierigkeiten hat, sich wirklich in sie hineinzuversetzen und empathisch mit ihnen zu fühlen. Man würde es klassisch als Egozentrik bezeichnen. Auch Egoismus gehört so ein bisschen in die Richtung, aber der Narzissmus hat nochmal eine Besonderheit. Er ist nicht einfach nur Egoismus, sondern es geht darum, dass mein Wert davon abhängt, dass ich ständige Zufuhr von anderen bekomme, ständige Bewunderung, ständige Großartigkeit mir von außen bestätigt wird. Ihr macht im Buch ja einen langen Exkurs über den Mythos von Narziss in Ovids Metamorphosen. Da kommt das her, der Begriff des Narzissmus. Und das ist ja so ein bildschöner Jüngling, der sich dauernd in der Spiegelung des Teiches anblicken muss. Er kann nicht aufhören, wegzugehen von seinem Bild. Und man denkt irgendwie, es ist eine Form eben der Eigenliebe, des Selbstverliebtseins. Und dann dröselt ihr das auf und sagt, nee, das ist eben nicht wirklich eine Liebe, sondern es ist eigentlich mangelnde Liebe. Also man versucht, um sich zu kreisen, um einen inneren Mangel zu beheben. Ja. Das ist die Hauptthese des Buches, deswegen ja auch der Titel, das unersättliche Selbst. Also da ist ein Hunger, ein Mangel, der zwar nicht als solcher gleich sichtbar wird und für den Betreffenden auch gar nicht unbedingt spürbar sein muss, der aber dem zugrunde liegt, dass ständig eine Bestätigung gesucht werden muss im Außen, im Äußeren. Und das sieht wie eine Selbstliebe aus. Es sieht aus, wie als wenn sich der Narzisst wirklich für den Großartigsten hält. Und auf der Oberfläche tut er das ja eigentlich auch. Aber im Inneren und im Untergrund ist eine tiefe Unsicherheit über den eigenen Selbstwert, letztlich sogar ein tiefes Gefühl von Unwert oder Nichtwertsein, nicht geliebt sein. Und das wird verdeckt. Das ist so unangenehm, das ist so auch bedrohlich, dass es verdeckt wird, indem der Narzisst immer wieder nach Surrogaten, so wie wir das nennen, für den eigenen Selbstwert sucht, also nach Ersatzbefriedigungen könnte man sagen, weil dieser Mangel sich nicht stillen lässt. Und ihr sagt auch, es geht nicht nur oder nicht alleine um Selbstwert, oder das ist vielleicht nicht einmal der richtige Begriff, sondern um Selbstwärme. Wie muss ich mir das vorstellen? Geht es einfach um eine angenehme, ich sage jetzt mal, Temperatur für das eigene Ego? Oder geht es euch mehr um so ein Feuer, um das ich mich setzen kann mit anderen, die mich dann nähren? Oder was ist mit dieser Selbstwärme gemeint? Zumindest jedenfalls etwas, was uns ein bisschen zurückbringt zu unseren Eingangsbemerkungen über die Wärme und den warmen Kaffee. Also Wärme hat einen nicht nur physikalischen, sondern eben auch einen gefühlten, einen emotionalen Charakter. Es geht um etwas wie vertraut sein, sich wohlfühlen, sich behaglich fühlen. Das kann man mit anderen, das kann man aber auch mit sich. Und wir vertreten die These, dass etwas wie Selbstwert gar nicht so sehr sich im Äußeren messen lässt, dass der Begriff auch vielleicht gar nicht so günstig ist, weil er den Eindruck erweckt, es ginge darum, sozusagen Werte zu sammeln, so wie man Likes oder Klicks oder Erfolgserlebnisse sammeln kann, messen kann. Aber der Begriff des Selbstwerts ist da etwas irreführend. Eigentlich geht es um etwas Gespürtes, Gefühltes, was man mit einem Begriff wie Selbstwärme vielleicht erfassen kann, aber auch ein sich mit sich selbst wohlfühlen, mit sich selbst befreundet sein, ist ein schönes ein Bild von Aristoteles oder Marc Aurel auch. Aus der nikomachischen Ethik. Genau, Marc Aurel hat das auch aufgegriffen. Also eine Selbstübereinstimmung, die sehr weit in die Tiefe reicht, auch in die Tiefe der Leiblichkeit. Man hat es sozusagen nicht nötig, sich ständig aufzublähen, Stolz in die Brust zu werfen, sondern man kann sich in seinem eigenen Bauchraum gelassen spüren, sich gelassen in der eigenen Leiblichkeit wohlfühlen. Das ist das Besondere an diesem Ansatz, dass er Narzissmus eben nicht einfach nur als eine quantifizierbare Wertproblematik betrachtet, sondern von der Leiblichkeit her, vom Spüren her betrachtet. Und dieses vom Spüren her auf die Phänomene blicken, das ist natürlich auch eines deiner Kernanliegen. Ja. Verkörperte Gefühle heißt auch eines deiner Bücher. Ja. Das heißt, immer wieder bringst du den Körper ins Spiel.
Was mir sehr deutlich geworden ist oder was ich, glaube ich, verstanden habe, ist, ihr sagt an einer Stelle auch, das narzisstische Subjekt kreist um sich selbst, aber ohne sich zu finden. Und genau darum geht es eben. Man kann noch so viele Auszeichnungen, Likes, Freunde, Komplimente bekommen. Diese Selbstwärme, die kann sich nur ergeben, wenn sie aus sich selbst geschöpft ist und nicht von außen her gesucht wird. Ja. Es ist aber trotzdem so, jetzt einfach mal Hand aufs Herz, du zum Beispiel bist extrem erfolgreich. Du hast 2 Doktortitel, du hast eine Professur, du hast tolle Preise gewonnen. Tun dir zum Beispiel solche Preise nicht auch gut? Wärmen die dich nicht auch? Ja, aber sicher, das tun sie schon. Das Entscheidende ist, dass sie auf ein Selbstgefühl treffen, das jetzt jedenfalls in meinem Fall so einigermaßen, auch nie vollständig, aber einigermaßen ein Gefühl der Kongruenz, des mit sich Übereinstimmens, des sich mit sich Wohlfühlens schon darstellt, sodass das dann gewissermaßen nochmal ein bisschen bestätigt wird, dass man da eine momentane Situation erlebt, die einen sich wohlfühlen lässt. Aber es ist nicht so, dass das dann sozusagen im selben Moment schon fast wieder entwertet ist. Und ich denke, naja, das war jetzt ganz gut, aber jetzt brauche ich eigentlich den nächsten Erfolg oder jetzt muss ich das nächste Buch schreiben oder jetzt reicht mir das eigentlich schon nicht mehr. Das ist das Merkmal des narzisstischen Erfolgs. Der lässt einen eigentümlich leer, weil er eben nicht auf dieses innere mit sich Einverstandensein trifft. Oder vielleicht sogar noch gesteigert, man muss sofort den nächsten Preis gewinnen, weil man sonst das Gefühl hat, der Preis vorher, der war ja gar nicht richtig, der war ja gar nicht genug, es muss der nächste kommen. Ja, genau, das kann man bei Narzissten immer wieder finden, diese Unrast, diese Ungeduld, dieses Unbefriedigtsein. Also ich meine, die klassische Figur für diese narzisstische Unrast ist natürlich Faust in Goethes Drama, der ja fortwährend ungeduldig von einem Erlebnis und Ereignis zum nächsten läuft und habe nun auch Philosophie und auch Theologie studiert mit fleißigem Bemühen, genau. Und da bin ich nun so klug wie zuvor. Da ist das schon angesprochen, diese Unbefriedigtheit, aber sie setzt sich ja durch das ganze Drama hindurch fort. Ja, Faust schließt ja den Pakt eigentlich gerade in der Gewissheit, es wird mich sowieso nichts befriedigen, es wird mir nichts genügen. Und wenn du, Mephisto, mir etwas zeigst oder bringst, von dem ich sagen könnte, verweile doch, du bist so schön, dann bin ich dir eigentlich verfallen. Also er verwehrt sich eigentlich schon gegen die Möglichkeit, es könnte so etwas wie Verweilen, wie Muße geben. Und das Verweilen ist nun natürlich wieder etwas, was ganz wichtig ist als eine Gegenbewegung zu der zunehmenden Beschleunigung der Gesellschaft, zu der ständigen Jagd nach Erfolg, nach Fortschritt. Verweilen können ist in seiner Leiblichkeit sich wohl und zu Hause fühlen und für einen Moment da sein können. Das gelingt dem Narzissten nicht. Genau, der hetzt von einem Erfolg zum nächsten. Ja. Für alle, die jetzt nicht Goethe kennen und Faust kennen, ich packe euch das natürlich auch in die Shownotes. Das ist Faust, das klassische Drama, das Drama vielleicht von Goethe. Faust, ein Wissenschaftler, der sehr unzufrieden ist, der nach der Liebe sucht, nach Wissenschaft sucht, nach Wissen überhaupt sucht und dann eben mit dem Teufel, mit Mephisto diesen Pakt schließt, wenn er je denken würde, das Leben ist so schön, dass er verweilen will, dass er einen Augenblick verweilen soll, dann hat der Teufel quasi die Wette gewonnen. Ja. Jetzt, was ich wichtig finde auch an eurem Buch, was mir auch sehr eingeleuchtet hat und was für mich eben dann unbequem wurde, ist zu merken, es gibt ja nicht einfach den Narzissten, den pathologischen Narzissten, der jetzt vielleicht in der Psychiatrie behandelt werden muss, sondern es gibt einfach auch narzisstische Charakterzüge oder Persönlichkeitszüge, könnte man sagen. Wir alle zeigen hier und da narzisstisches Verhalten. Vielleicht sitzen wir in einem Meeting und denken irgendwie, wieso erwähnt jetzt niemand, wie toll eigentlich mein Votum hier jetzt war, und dann werden wir ungeduldig. Und du sagst aber ganz klar, das heißt nicht, dass es normalen Narzissmus gibt. Warum nicht? Ja, das ist eine Formel, die man oft in der Populärliteratur findet. Es sei doch so etwas wie ein gesunder Narzissmus,
etwas, was jeder auch haben darf. Wir haben alle narzisstische Züge und insofern ein Selbstbewusstsein, das jetzt nicht gebrochen ist, das könnte man ja auch durchaus begrüßen und es sei eben ein gesunder Narzissmus. Ich glaube, dass das eine Übertragung eines Begriffs aus der Pathologie auf das gesunde Selbstverhältnis ist, die wir nicht mitmachen sollten. Es gibt keinen gesunden Narzissmus, auch wenn es narzisstische Züge und Verhaltensweisen in Abstufungen natürlich weit über die Bevölkerung, über die im engeren Sinne narzisstischen Persönlichkeiten hinaus gibt. Aber das heißt nicht, dass Narzissmus dann etwas Gesundes ist, nach dem wir sozusagen streben sollten. Genauso wenig wie es eine gesunde Erkältung gibt, gibt es einen gesunden Narzissmus. Nicht? Eine Seelenerkältung. Eine Seelenerkältung, ja, insofern als Narzissmus mit Kälte zu tun hat, wie wir schon angedeutet haben, kann man es vielleicht sogar wirklich vergleichen, dass wir uns da manchmal ein bisschen erkälten und wieder wärmen müssen und Wärme brauchen, auch von anderen. Das könnte sozusagen die Metapher für eine narzisstische Episode sein, aber die ist damit nicht gesund. Das heißt, es geht immer darum, dass wir versuchen, aus diesen Zuständen herauszufinden, weil sie uns eigentlich nicht bekommen, nicht gut tun. Ja. Ihr sagt aber auch, Narzissten sind nicht nur unangenehm, die können durchaus charmant sein und Absolut. zum Beispiel in einem Team auch hilfreich, weil sie zum Beispiel sehr viel wollen. Ja. Narzissten können durchaus charmant sein, auch in Beziehungen, auch in Partnerschaften, solange sie die anderen für sich gewinnen wollen, können sie durchaus mit Charme spielen, um die anderen zu umgarnen und von ihnen das zu bekommen, was sie eigentlich brauchen, nämlich ihre Bewunderung, ihre Zuneigung, vielleicht auch ihre Liebe im Fall einer Partnerschaft. Aber es ist eben immer eine Geschicklichkeit mit anderen, die die anderen irgendwo auch benutzt und sie sozusagen als Objekt der eigenen Bedürfnisse ansieht. Also eine wirkliche... Als Selbstobjekt, sagt man in der Psychoanalyse auch, nicht? Also die anderen sind nur Objekte meiner Selbstbefriedigung, meiner Selbststeigerung. Das heißt, eine wirkliche Beziehung kann ein Narzisst gar nicht haben, so eine echte Beziehung. Eine echte Beziehung, in der der andere geliebt, gemocht wird um seiner selbst willen, in der ich dem anderen wohl will, nicht weil er mir Vorteile bietet, sondern weil ich ernsthaft und nachfühlend für ihn besorgt bin. Das finden Sie bei Narzissten eigentlich nicht. Jetzt haben wir vom charmanten Narzissten gesprochen und es gibt ja auch diese Idee bei Erich Fromm, der Narzissmus trägt viele Masken. Erich Fromm, der Sozialkritiker, ebenfalls Arzt und Philosoph, die ja sozusagen ein wichtiges Vorbild auch, kann man vielleicht sagen, schulisch. Du hast ja auch den Erich Fromm-Preis gewonnen. Es gibt ja tatsächlich ganz unterschiedliche Typen, je nach Mittel, das gewählt wird, um diese Leere oder diese Kälte in einem drin zu füllen. Ich habe bei euch gelesen, es gibt den grandiosen Narzissten, der vor allem Glanz und Applaus sucht, also die Außendarstellung. Dann gibt's den malignen Narzissten, also den bösartigen, der versucht vor allem Selbstwert zu generieren, indem er andere abwertet. Abwertet oder benutzt oder ausbeutet, ja. Genau. Oder dann vulnerable Narzisstinnen, vor allem eher Frauen, indem sie versuchen, es dauernd den anderen recht zu machen. Vielleicht fast schon sich einzuschleimen, könnte man wahrscheinlich sagen, oder? Ja, das kann eine Möglichkeit sein. Jedenfalls sich anderen so wichtig zu machen, dass auf indirekte Weise eben doch die Bestätigung und Bewunderung kommt, die man zwar nicht durch ein expansives, großartiges Auftreten sucht. Da sind die vulnerablen Narzissten sozusagen doch zu unsicher und ihrer selbst nicht gewiss genug. Aber sie versuchen sozusagen dieses Defizit aufzufüllen, indem sie andere sozusagen für sich gewinnen, dann schon auch einspannen, aber eher auf indirekte Weise oder indem sie sich besonders großartig zeigen, besonders attraktiv wirken wollen. Dahinter kann eine tiefe Unsicherheit stecken, die aber nicht großartig und expansiv auftritt. Ja? Und das findet man in dieser Form dann doch deutlich häufiger bei Frauen. Frauen haben auch andere Formen des Narzissmus, die man zum Beispiel in Essstörungen finden kann, die auch nicht expansiv oder gar aggressiv auf andere
ausgerichtet sind, sondern eher eine gewisse Selbstaggression mit sich bringen. Aber dahinter steht auch dann eine schwere Selbstwertstörung, wie wir es etwa bei der Magersucht finden. Ja. Also auch diese Kälte in einem, die man versucht zu erwärmen, indem man von außen her irgendwie etwas bekommt. Ja. Ja. Mir hat das echt die Augen geöffnet, das besser zu verstehen. Manchmal merkt man ja, man hat mit Menschen zu tun, die empfindet man als narzisstisch und als unangenehm. Und es macht einen totalen Unterschied, ob ich denke, meine Güte, hast du ein aufgeblasenes Ego? Ja. Oder ob ich denke, ach, du agierst aus einer Leere heraus. Was du eigentlich nicht hast, ist dieses innere Gewärmtsein, dieses mit dir selbst befreundet sein. Und wenn wir dann versuchen, diesen Personen anzubieten, vielleicht Freundschaft zu sich entwickeln zu können, wir sind jetzt nicht alles Therapeuten, das ist mir schon klar, aber trotzdem, dann kriegt man zumindest ein bisschen anderen Blick auf diese Menschen. Man fängt an, sie auch in ihrer Not zu sehen, was nicht heißt, dass man sich gegen sie nicht auch zur Wehr setzen muss und sich von ihnen die Butter vom Brot nehmen lassen soll. Also es ist schon wichtig, Narzissten auch in Schranken zu weisen, aber es hilft, sich klarzumachen, dass dahinter auch eine Not, vielleicht sogar oft eine Tragik steckt, nämlich die Tragik, das eigene Selbstsein immer in einen Ersatz suchen zu müssen und eigentlich nie wirklich zu sich selbst zu gelangen. Die Figur des Narzissus bei Ovid im Mythos ist ja auch eine tragische, die dann schließlich an diesem mangelnden Selbstsein, sich selbst mögen, zugrunde geht. Also die Liebe zum Spiegel ist keine wirkliche Liebe. Und das ist auch ein Mangel, eine Not, eine Tragik, die hilft, mit Narzissten in einer sozusagen gerechten Weise umzugehen, nicht nur ihre unangenehmen Seiten zu sehen. Und das hat ja auch wieder zu tun mit dem Körper, dass du sagst, wenn man das eigene Spiegelbild liebt, dann liebt man ja nur ein Spiegelbild. Das ist eine kalte Oberfläche, das ist nichts Verkörpertes, das ist nichts, was wirklich ich bin. Das ist ja nur mein Abbild. Ja. Das ist eine Besonderheit, die der Spiegel an sich hat, dass er zwar scheinbar das eigene Selbst, das eigene Ich darstellt, dass er aber eigentlich schon eine Form von Entfremdung beinhaltet, denn es bin ja nicht wirklich ich, so wie ich mich spüre, wie ich jetzt lebe. Ich kann mich im Spiegel eigentlich nicht selbst leben sehen. Ja? Das ist ein nach außen gehen, nach außen sich bewegen, das aber im Spiegel sozusagen gebrochen wird durch ein reines Bild auf einer Fläche. Und wenn wir sagen, sein Image aufpolieren, dann zeigt das ja schon, es geht beim Spiegelbild eigentlich um das Image. Und das Selfie ist eigentlich die beste Metapher für diese Entfremdung des Spiegels, also das, was ich überall zeige, um mich zu produzieren, zu präsentieren, jetzt in den sozialen Medien, was mir so ermöglicht wird dadurch, dass das Smartphone eine Spiegelfunktion hat, so dass ich mich jetzt selbst aufnehmen kann. Das ist eigentlich eine Metapher für den leeren Spiegel, für das, was am Spiegel auch hohl, virtuell ist, ein Scheinbild. Ganz interessant, dass wenn man sich im Spiegelbild anschaut und das mal prüft, dann ist das Spiegelbild hinter dem Spiegel. Das kannst du mal ausprobieren nachher im Spiegelbild. Es schaut dir dein Körper eigentlich von hinter dem Spiegel entgegen, weil das optisch so angeordnet ist, dass das Bild an einer virtuellen Stelle ist, wo sich in Wahrheit gar nichts befindet, nicht mal der Spiegel selbst. Insofern ist das Spiegelbild wirklich ein Scheinbild. Ich glaube, ich werde nachher komplett verwirrt in der Toilette vor dem Spiegel stehen, wenn ich mir nachher die Hände waschen will. Ich werde das testen. Du testest das, ja. Eine Möglichkeit ist ja zu sagen, ich versuche jetzt mal ein bisschen davon wegzukommen. Ich will nicht, dass mir mein Selbstwert entgleitet, nur weil die anderen mich nicht so großartig finden. Und da ist es Zeit für eine philosophische Postkarte. Ich habe dir was mitgebracht. Ein Zitat von Konrad Adenauer. Du darfst mal vorlesen. Ich bin, wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich. Sehr schön. Ist das die antinarzisstische Haltung par excellence? Zumindest ist es eine saloppe Haltung den anderen gegenüber, die ihnen nicht nachläuft, die nicht eine Abhängigkeit von den anderen beinhaltet, wie wir sie bei Narzissten ja oft finden. Also nicht jeder muss mich mögen, nicht jeder muss mich bewundern. Ich bin darauf nicht angewiesen. Das verrät schon auch ein in diesem Sinn jetzt wirklich gesundes Selbstbewusstsein. Ja? Und geht's dir selber so?
Denkst du manchmal, die einen kennen mich, die anderen können mich? Ja, das ist mir nicht ganz fremd, ja. Ich würde es nicht so formulieren. Dazu bin ich vielleicht nicht schnottrig genug wie Adenauer, aber ich kann schon nachvollziehen, was er meint. Und jetzt sagst du kannst es nachvollziehen. Der Punkt ist auch, wenn du das kannst, hattest du sehr viel Glück. Denn etwas, was mir das Buch auch komplett neu erschlossen hat, ist, dass man über diese Gründe zu narzisstischem Verhalten oder Narzissmus vielleicht ganz neu nachdenken sollte. Weil ihr aufdröselt, dass das ganz viel zu tun hat, dass Narzissten in der Kindheit starke Mangelerfahrungen gemacht haben. Das scheint bei dir jetzt nicht der Fall gewesen zu sein. Thomas, Nein, heißt das einmal mehr liegen alle Leichen im Keller der Kindheit vergraben? Zumindest einige finden wir da in der Psychopathologie schon oder etliche Leichen in der Kindheit. Wir müssen bei solchen Störungen oder Charaktermerkmalen immer ein Bündel von Faktoren mit in Betracht ziehen. Dazu gehört schon die Konstitution, die man mitbringt, die Genetik, die man mitbringt. Dazu gehören auch Erfahrungen, die im weiteren Verlauf, also im Lauf der Entwicklung, auch nach der Kindheit noch auftreten. Und dazu gehören auch gesellschaftliche Umstände, die zum Beispiel narzisstische Tendenzen begünstigen können. Wir haben es vielleicht schon ein bisschen angedeutet. Also die sozialen Medien, die Virtualität, das sind natürlich auch narzissmusförderliche Umstände. Aber du hast schon recht, eine entscheidende Voraussetzung liegt schon darin, dass ich als Kind nicht die wirkliche Erfahrung von Wärme, von gemocht werden meiner selbst willen gemacht habe. Das betrifft oft Elternhäuser und Familienkonstellationen, die jetzt nicht vollständig vernachlässigend waren, sondern vielleicht eher im Gegenteil eine übermäßige Bewunderung beinhaltet haben. Zwar durch selbst narzisstisch strukturierte Eltern, die also das Kind als Verlängerung ihrer selbst gesehen haben und es als das großartigste, fantastischste Wesen betrachten, das mit besonderer Intelligenz und Leistungsfähigkeit ausgestattet ist und dass das auch allen zeigen muss. Dann merkt das Kind allerdings, dass es eben auf eine letztlich leere oder oberflächliche Art bewundert wird, dass es nur, wenn es großartig sich gibt, auch wirklich Liebe erfährt, dass die Liebe also eigentlich nicht ihm im Kern gilt, sondern nur einem Bild. Kinder sind für so etwas schon früh sehr empfänglich und sie werden dann auf diese Spur geleitet, auf diese Bahn geleitet. Natürlich gibt es auf der anderen Seite aber auch stark entwertende Elternhäuser, also wo die Liebe wirklich einfach auch fehlt, wo Eltern den Kindern bestrafend, entwertend gegenübertreten und da eben auch die Liebe mangelt. Und ich dachte, es geht eigentlich wirklich im Kern um dieses leibliche Angenommensein, diese Wärme. Ja. Weil im einen Fall ist sozusagen eine Vergötterung im Gang. Genau. Das Kind ist gottgleich und Gott hat ja auch keinen Körper. Und im anderen Fall ist es eine Form eben der totalen Kälte, vielleicht ein Stück weit wirklich eine Geborgenheitserfahrung, die fehlt. Ja. Und beides führt eben dazu, dass dieser Selbstwert oder diese Selbstwärme nicht ausgebildet werden kann. Ja. Let's face it, ihr sagt klipp und klar, ein gutes Beispiel ist Donald Trump. Und ihr geht dann wirklich hin und sagt, naja, schauen wir uns die Familiengeschichte an. Erzähl doch mal, was ist denn mit diesem Donald Trump? Donald Trump war in einer überaus begüterten, reichen Familie aufgewachsen. Das ist ja oft durchaus der Fall, dass also die Umstände auch eine narzisstische Entwicklung begünstigen können, einfach weil der Betreffende so besondere Möglichkeiten hat, Reichtümer um sich herum versammelt sind und auf diese Weise er auf diesen Weg auch geleitet werden kann. Aber bei Trump kommt natürlich viel mehr dazu, nämlich eine Mutter, die aufgrund einer Erkrankung über lange Zeit, über ein Jahr hinweg nicht präsent war. Und da war nun einem überaus autoritären, kalten, letztlich auch psychopathischen Vater ausgesetzt, der also alle Eigenschaften an ihm begünstigt hat, die eher unangenehm, die eher egozentrisch, egoistisch waren, der ihn nie um seiner selbst willen gemocht hat, der mit ihm nicht zärtlich gewesen ist, also ein Mangel an leiblichem
betastet, gespürt, getragen werden von der Mutter her, weil sie eben über lange Zeit nicht anwesend war, aber erst recht natürlich auch seitens des Vaters, der die Kälte, die Machtorientierung, die er selber schon besessen hat, eigentlich auf den Sohn übertragen hat. Und das jetzt in einer Umgebung, in der natürlich auch Bewunderung dann von außen hinzukommt für Eigenschaften, die eigentlich eher unangenehm sind, in anderen Umgebungen vielleicht eher kritisch gesehen würden. In der Umgebung von Donald Trumps Familie ist die Großartigkeit, die Grandiosität, das breitbeinige, selbst großspurige Auftreten etwas, was noch gefördert wird, was zumindest auf oberflächliche Bewunderung trifft, und das führt dann auf die Bahn des späteren Narzissten. Es gibt ja immer mal wieder Kritik an Psychiatern, die so Ferndiagnosen stellen. Also, wie gehst du damit um? Es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, na komm jetzt, Thomas, willst du jetzt echt Donald Trump da irgendwie aus der Ferne diagnostizieren? Trump ist ein zu eindeutiges Lehrbuchbeispiel für einen ausgeprägten, grandiosen und bis in gewissen Teilen malignen Narzissmus, als dass man das nicht aufgrund der vielen Nachrichten und Kenntnisse, die wir von ihm haben, auch aus der Ferne diagnostizieren könnte. So vorsichtig ich da sonst wäre, da hast du sicher recht, aber das ist einfach ein Lehrbuchbeispiel. Jetzt sagst du ja auch, Kinder reagieren unterschiedlich. Es gibt Kinder, die entwickeln sich dann genau so, dass sie eben grandiose Narzissten werden, maligne Narzissten, die andere unterdrücken. Aber es gibt eben auch diese vulnerablen Narzissten, über die haben wir schon gesprochen. Also die versuchen dann, diese mangelnde Wärme auszugleichen mit extremem Fleiß, mit quasi großartiger Leistung, mit Überangepasstheit bis hin zu Essstörungen. Ja. Was macht es denn aus, dass wir so oder anders reagieren auf diese Kälte im Elternhaus? Ein Anteil ist sicher, dass dieses Expansive, dieses Großspurige bei Männern eher gefördert wird. Also schon bei den Eltern, etwa bei den Müttern, werden wir sicher Unterschiede finden in dem Verhalten den Jungen gegenüber und den Mädchen gegenüber. Das ist in der Gesellschaft nach wie vor so, dass man von Mädchen anderes erwartet, ein eher angepasstes, ein freundliches, ein soziales Verhalten, während Jungen durchaus mal über die Stränge schlagen dürfen, bewundert werden für auch expansives und ja manchmal sogar aggressives Verhalten. Das gehört ein bisschen dazu, das ist ja ein Junge. Und so verhalten sich Eltern, insbesondere Mütter, nach wie vor, sodass die Mädchen es sozusagen nicht so leicht gemacht wird, typisch grandiose narzisstische Verhaltensweisen zu entwickeln. Das wird eher sanktioniert, das wird eher gedämpft. Bei Jungen wird das eher unterstützt und vielleicht sogar bevorzugt. Also das spielt eine Rolle. Dann natürlich schon aber auch die Frage, wie weit das Kind von sich aus ein eher betont bewegungsorientiertes, expansives Verhalten entwickelt. Da gibt es einfach auch Unterschiede zwischen dem männlichen und dem weiblichen Geschlecht, die mit der biologischen Ausstattung der Kinder zu tun haben. Es ist gut belegt, dass Jungen auch von ganz frühem Alter, unabhängig davon, wie die Eltern sich da verhalten, einfach mehr Spiele machen, die mit expansiven körperlichem Verhalten, mit Bewegung zu tun haben. Also Mutproben und solche Dinge, wettbewerbsorientiert. Ganz genau. Dass sie sich auch in sozialen Situationen eher durchsetzungsfähig zeigen als Mädchen, die eher schauen, wie sie ankommen, die sich eher angepasst verhalten. Das hat nicht nur mit der Sozialisation zu tun. Da gibt es auch biologische Grundlagen dafür. Ja. Du bist ja selber auch Vater. Ich weiß nicht, ein Kind, drei Kinder. 3 Kinder. Ja. Was hast du denn gemacht, um diese Wärme da in den Kindern anzufachen? Oder würdest du sagen, tut mir leid, ich gestehe hiermit Mission not completed. Habe 3 narzisstische Kinder. Man könnte sich aus der Affäre stehlen und sagen, da musst du meine Kinder fragen. Ja, das ist schon klar. Aber mich interessiert jetzt, was du gemacht hast. Nein, natürlich ist das, was man im Bayerischen zumindest das Herzen nennt, ein Kind wirklich so ein bisschen hätscheln, knuddeln, drücken, ihm Wärme geben, in diesem Sinne, es halten, es küssen,
Das sind einfach elementare körperliche Zuwendungen. Ja, das Wort Zuwendung klingt dann fast wieder zu platt. Also es sind einfach Weisen des sich körperlich, zwischenleiblich, würde ich heute als Phänomenologe sagen, miteinander zu verhalten, miteinander zu geben, die so etwas wie Wärme und Liebe am ehesten vermitteln können. Der Blick gehört schon auch dazu, aber es wird oft dem Sehen zu viel Aufmerksamkeit gegeben. Manchmal spricht man ja auch davon, dass Eltern das Kind gut spiegeln sollten. Und das Wort spiegeln ist ja selbst schon halb narzisstisch. Ich denke, es geht vor allem um ein gehalten, gedrückt, geherzt werden. Das Kind muss also ganz leiblich unmittelbar spüren. Wir wissen ja jetzt inzwischen, wie wichtig diese sozialen Berührungen sind auf der Haut, dass es da sogar richtige Rezeptoren gibt für soziale Berührungen, die also auf langsame, streichelnde Bewegungen besonders reagieren. Das heißt, diese, was wir auch bei Tieren finden, wie die ihren Nachwuchs sozusagen streicheln, lecken, Aber herzen. ich nehme mir jetzt an, dass das du... sind alles die elementaren Erfahrungen, die es braucht. Und ich hoffe, ich habe meinen Kindern doch einiges davon mitgegeben. Mich berührt das sehr, weil ich denke, du bist ja ein Mann einer Generation, der wahrscheinlich noch so aufgewachsen ist, dass man irgendwie denkt, gerade Männer sind jetzt nicht so am Knuddeln mit ihren Kindern. Ja. Es ist eher das Gestrenge, man hat das vielleicht eher der Mutter delegiert und wenn die es dann nicht gemacht hat, hat das Kind halt keine Wärme bekommen. Ja. Das heißt, hast du selber als Junge schon irgendwie das so erlebt oder woher hast du das, dass dir der Körper so wichtig ist und dass du wirklich das auch so erforscht? Das ist ja wirklich der Kern auch deiner Forschungsarbeit, zu verstehen, wie sehr wir nicht nur körperliche, sondern leibliche Wesen sind. Eben nicht, wir haben einen Körper, sondern wir sind leibliche Wesen. Die Gefühle, das Denken, alles ist in Zusammenhang mit der Tatsache, dass wir einen Leib haben. Ja. Also ich würde sagen, es hat, wenn du mich persönlich fragst, schon auch gerade von der väterlichen Seite her an dieser zwischenleiblichen Erfahrung gefehlt. Von der Mutter her habe ich sicher erfahren. Ich würde aber auch sagen, dass meine Entwicklung dann durch viele Umstände bedingt schon auch in eine stark intellektuelle Richtung gegangen ist und dass ich gemerkt habe, wie mir da etwas fehlt auch. Gerade durch die Schulausbildung, Gymnasialzeit hatte ich den Eindruck, das geht immer mehr in so eine intellektualistische Richtung. Und dann habe ich ja nach der Schule sogar regelrecht eine Pause gemacht und zu töpfern begonnen. Und das ist ja eine unmittelbar mit dem Stoff, mit dem Ton sich verbindende Tätigkeit, wo man sich sehr stark spürt, wo man diese Wechselwirkung von knetbarem Material, das hat ja ein bisschen mit der Haut auch, mit der Körperoberfläche zu tun und den eigenen Händen ganz besonders spüren kann. Das hat mich total interessiert. Und, also hast du das wirklich professionell gemacht oder war nur so ein Hobby? Du bist ein ausgebildeter Töpferer oder Keramikgestalter? So weit ist es nicht gegangen. Ich habe keine vollständige Meister- oder Lehre gemacht, aber ich habe es 2 Jahre verfolgt. Und machst du es noch? In letzter Zeit nicht mehr, nein. Aber darauf könnte ich wieder zurückkommen, wenn ich berentet bin. Das beeindruckt mich jetzt total, weil ich wirklich denke, das spürt man deinen Büchern eben an, dass das dieses Taktile, dass du so viel nachdenkst darüber, wie wir in die Welt gestellt sind, nämlich nicht als Geistwesen, sondern als leibliche Wesen. Ja. Wie schön. Jetzt haben wir viel über die kindliche Prägung gesprochen und du hast es schon angetönt, es gibt natürlich nicht nur eben Gene, kindliche Prägung, Charaktereigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmale, es gibt auch die Gesellschaft. Ja. Und oft hört man das ja auch, wir leben in einer narzisstischen Gesellschaft und ihr erforscht das auch im Buch. Ja. Was sind eigentlich die Hintergrundbedingungen? Man kann ja eigentlich sagen, jede Gesellschaftsform kennt ihre Pathologien und die Pathologie unserer Zeit ist vielleicht gerade dieses Narzisstische. Ja. Das hat viel zu tun, wenn ich dich richtig verstehe, mit dem, was ihr Kapitalismus oder sogar Spätkapitalismus nennt. Was meinst du damit? Die kapitalistische oder spätkapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftsform ist eine, die sicher die Wachstumsorientierung schon mal begünstigt, die quantitative Orientierung auf Geld, auf Mehrung des Geldwerts.
und die begünstigt die Konkurrenz. Also wir haben schon mal 3 wichtige Eigenschaften dieser Gesellschaft, die geradezu ideal zu narzisstischen Pathologien passen. Also fortwährende Steigerung, Selbststeigerung, Fortschritt, also das Gegenwärtige genügt nicht. Zweitens, es lässt sich alles in einem äußeren Wert messen, nämlich dem Geldwert, der quantifizierbar ist und den ich entsprechend steigern kann und steigern muss in dieser Gesellschaft. Und drittens, es ist eine Gesellschaft, die auf Konkurrenz basiert, denn ich muss ja immer schneller, weiter, früher dran sein als der andere. Und so wird meine Leistung dann auch gemessen. Also das sind schon mal 3 wichtige Eigenschaften, die eine narzisstische Orientierung zumindest begünstigen, wenn nämlich die sozusagen mehr sozial orientierten Werte der Gesellschaft zunehmend in den Hintergrund treten. Und das ist sicher im letzten Jahrhundert schon der Fall gewesen. Schon 1989 hat Christopher Lasch in Amerika das Zeitalter des Narzissmus ausgerufen, wenn man so will, also ein Buch geschrieben mit dem Titel, in dem, weil schon deutlich wurde, die traditionellen Orientierungen an Gemeinschaft, wie sie die Religionen, die Gewerkschaften, die Traditionen der Gesellschaft, familiäre Traditionen der Gesellschaft auch vermittelt haben, die traten doch mehr und mehr in den Hintergrund, mehr und mehr wurde die mediale Präsenz wichtig und die Konkurrenz. Sodass also bereits im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts der Narzissmus in der Soziologie ein wichtiges Thema geworden ist. Das hat sich aber in der Zwischenzeit sicher noch gesteigert, nämlich durch die Entwicklung der Medien, die ja, der sozialen Medien insbesondere, die ja eine Bühne darstellen für den Narzissmus, wie es sie in der Geschichte vorher noch nie gegeben hat. Es gibt dieses Zitat, Videor ergo sum, also nicht cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, sondern videor, also ich werde gesehen, also bin ich. Das ist wirklich so dieser Effekt, nur wenn ich gespiegelt werde, durch die anderen im Bild, durch dieses dauernde mich selbst darstellen in der Öffentlichkeit, nur dann existiere ich überhaupt. Ja. Das ist eigentlich das narzisstische Motto in der spätmodernen Gesellschaft schlechthin. Ich muss mich zeigen, ich muss mich darstellen und zwar in einer Besonderheit. Das Durchschnittliche genügt nicht, es muss ein einzigartiges, ein singuläres Individuum sein, wie es der Soziologe Andreas Reckwitz genannt hat. Das ist das, was die spätmoderne Gesellschaft fordert. Also nicht den Durchschnittswert, sondern die Besonderheit, die Einzigartigkeit, die ich darstelle. Dann werde ich gesehen, dann gewinne ich den Kampf um Aufmerksamkeit. Also das ist eine weitere soziologische Charakterisierung unserer Gesellschaft. Sie ist eine Konkurrenzgesellschaft in erster Linie auch was Aufmerksamkeit betrifft. Ja. Verstehst du dich selbst als Kapitalismuskritiker? Ja, das würde ich mir als Etikette jetzt schon auch zusprechen, wobei es nicht das Zentrum meiner Argumentation ist, denn ich glaube, dass wir so etwas brauchen wie einen verkörperten Humanismus, der sich auch von den Tendenzen zur Virtualisierung, zur Digitalisierung, zur Anbetung der künstlichen Intelligenz, dass sich diesen Tendenzen widersetzt. Und das sind nicht nur die ökonomischen Tendenzen, sondern es sind auch kulturelle Tendenzen. Unser ganzes Menschenbild bewegt sich in eine Richtung, die von der Verkörperung nichts mehr wissen will und damit aber auch von unserer leiblich-irdischen Existenz nichts mehr wissen will. Im Extrem geht das bis hin zum Transhumanismus, der ja die Vorstellung entwickelt, wir sollten unseren Körper überhaupt hinter uns lassen und uns in irgendwelche Clouds hochladen. Also du siehst, da geht es schon nochmal auch um eine Frage des, wie wir als Menschen in Zukunft überhaupt uns verstehen wollen, angesichts der technologischen Entwicklung, der künstlichen Intelligenz. Und das hat nicht nur einen antikapitalistischen Impetus auf meiner Seite. Und in der Cloud, da gibt es dann ganz bestimmt keinen warmen Tee. Also da hat man wirklich die Möglichkeit, gar nicht mehr sich zu wärmen. Ja, stimmt.
Wenn wir oder vielleicht sich zu spüren, ja, also sich genau. tastend zu spüren. Das sind ja alles abstrahierte, sozusagen immaterielle, reine Informationswelten, in denen wir uns da bewegen. Die haben mit dem Körper nichts mehr zu tun und damit geht uns natürlich eigentlich das Zentrale verloren, was uns als Menschen ja ausmacht, dass wir uns spüren können. Lass uns zum Schluss des Gesprächs noch zurückkommen auf die Frage, wie gehen wir eigentlich jetzt um mit solchen narzisstischen Zügen? Also ich ganz persönlich, wenn ich merke, oh, da habe ich jetzt irgendwie gerade eine Phase oder vielleicht auch einen Kreis von Menschen, wo ich eher narzisstisch agiere. Wenn ich jetzt da irgendwie weiterkommen will, was ist die zentrale Frage, die ich mir stellen sollte? Ja, also da würde ich sagen, immer wieder sich nicht so wichtig nehmen. Johannes der 23. hat das einmal schön formuliert. Giovanni, nimm dich nicht so wichtig. Es war ein Wahlspruch gewesen. Ich glaube... Jetzt sind wir beim Papst angelangt. Ja, ich bin beim Papst angelangt. Interessante Referenz. Der aktuelle Papst hat ja auch eine sehr gute Enzyklika über künstliche Intelligenz geschrieben. Also man sollte vielleicht doch mal wieder auch auf solche Quellen zurückgreifen. Aber ich wollte darauf hinaus, dass immer wieder Absehen von den vermeintlichen großen Zielen, von dem, was man glaubt, erreichen zu müssen und das sich wieder zurücknehmen, dass das schon eine immer wiederkehrende Übung ist, die man vornehmen kann, vielleicht vornehmen sollte, wie jeder auch ja sein Leben hindurch immer wieder durchlaufen muss. Das Üben, sich zurückzunehmen, sich nicht so wichtig zu nehmen, es sollte ja eine Gewohnheit werden, denn wir brauchen das immer wieder. Und das andere ist das Dasein können, das, was ich leibliche Präsenz nenne, in der Gegenwart sich wirklich zu spüren, ganz gegenwärtig sein zu können. Töpfern. Auch das, ja, durchaus. Klavier spielen, der Natur zusehen, sich ihr zuwenden, in ihr sich geborgen fühlen. Das sind Formen des Aufgehobenseins in etwas, was uns umgibt, was uns umgreift. Und auch das mildert narzisstische Scheinbedürfnisse oder auch tatsächliche Bedürfnisse, die wir versuchen können, nach und nach zu überwinden. Aber ich stelle mir vor, dass man das nur kann, wenn man ein Stück weit diese Wärme doch ansatzweise in sich hat. Ja. Weil ansonsten ist es ja wahnsinnig schwierig, aus diesem Rad rauszukommen, immer dauernd neue Bestätigung zu suchen. Deswegen sagt ihr im Buch auch, wichtig ist auch Trauerarbeit. Zu betrauern, dass man als Kind nicht gesehen wurde, dass man nicht genährt wurde. Ja, das ist für narzisstische Menschen dann wirklich eine Situation, in der es ans Eingemachte geht, nämlich dann zu merken, gerade in Krisensituationen, in Situationen des Scheiterns, was mir denn wirklich gefehlt hat und immer noch fehlt. Das ist ja das, was sie um jeden Preis zu vermeiden versuchen, diese innere Leere zu spüren. Deswegen die Suche nach Surrogaten, deswegen die ständige Flucht nach vorn. Aber wenn sie dann doch mal an dieses Gefühl herankommen, dann ist es sehr, sehr schmerzlich und dann ist es gut, es in Form einer Trauer zu versuchen zu bewältigen. Also nicht in Depressivität und vollkommener Niedergeschlagenheit und Selbstentwertung, sondern eher in dem Gefühl, was hat mir da gefehlt, was hat mir da gemangelt, wie traurig ist das auch und wie komme ich mit dieser Trauer, kann ich sie zulassen und kann ich sie durchstehen, um dann nach und nach wieder ein wärmeres Verhältnis zu mir zu finden. Es ist eine Form der Trauerarbeit, die notwendig ist, ja. Und entlastend ist wahrscheinlich auch etwas, was ihr antönt, sich an Projekten zu beteiligen, die Gemeinschaft erfordern. Ja. Also festzustellen, es liegt jetzt nicht alleine an mir, wie grandios ich bin oder was ich da kann oder vermag oder zeigen kann, sondern ich bin Teil eines Projekts und wir machen das gemeinsam. Ja, also etwas zu finden, was meine eigenen
egozentrischen Bedürfnisse, die ja durchaus da sein dürfen, aber was sie doch auch überschreitet und was mir spürbar werden lässt, es ist auch eine Freude, sich an anderen zu freuen. Also die Freude zu teilen mit anderen, für andere da zu sein. Das müssen Narzissten überhaupt erstmal erleben, erstmal spüren. Und dann auch das zu entwickeln, was man Generativität nennt, seit Erik Erikson, sich für andere Generationen einsetzen können, auch für die Jüngeren einsetzen können, ihnen eine gute Zukunft zu ermöglichen oder eine gute Umwelt zu hinterlassen. Auch das führt über meine egozentrischen Bedürfnisse hinaus. Es erweitert meine Perspektive auf das Leben insgesamt, auf das Leben in der Zukunft. All das, was hinausgeht über die enge Egozentrik, ist eigentlich für den Narzissten potenziell heilsam. Er muss sich nur darauf einlassen und diese Erfahrungen wirklich auch leiblich machen können, wie es ist, mit anderen gemeinsam etwas zu verfolgen und dann zu spüren, wie gut uns das gemeinsam geht. Ich finde das immer so schön, wenn jemand hier im Zimmer 42 die Generativität erwähnt, weil das eigentlich auch Teil dessen ist, was in der Philosophie unter dem Stichwort Sinn im Leben verhandelt wird. Dass zum Beispiel Susan Wolf, eine Philosophin, die sich viel mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, sagt, Sinn im Leben erfahren wir, wenn wir mit viel Leidenschaft, mit viel Liebe, mit Hingabe uns Dingen widmen, die von objektivem Wert sind, also die nicht nur alleine auf unser Konto einzahlen, sage ich jetzt mal, sondern auf ein größeres, gemeinschaftliches Konto. Jetzt klingt das schon wieder so kapitalistisch, man kann auch einfach sagen, eben etwas Wärmendes stiftet, was irgendwie auch bleibt. Ja. Zum Schluss, Thomas, mich interessiert vielleicht auch das noch. Wir haben jetzt über viele, viele Dinge gesprochen, die wir alle unter der Brille des Narzissmus betrachten können. Manchmal denke ich dann fast so ein bisschen, könnte man auch ein Buch schreiben über Angst und alles unter dem Label der Angst fassen? Also wird der Narzissmus nicht fast zu breit? Weil fast alles, was wehtut und schrecklich ist, kann man mit eurem Buch eigentlich erklären, mit dem Label Narzissmus. Klar, die Gesellschaft, die Kultur, in der wir leben, ist nie so einförmig, dass wir sie nur unter einer Perspektive betrachten können. Und der Narzissmus ist jetzt sicher nur eine Variante der Sichtweisen, die wir auf unsere Kultur einnehmen können. Die Frage der Entkörperung zum Beispiel, die ich vorhin kurz angesprochen habe, würde auch sehr viele Schlüssel liefern, um viele Prozesse und Veränderungen, die wir gerade erleben, auch beschreiben zu können. Ich denke aber, dass die verschiedenen Schlüssel, die wir da haben als Psychologen, als Kulturwissenschaftler, als Soziologen, dann doch wieder auch zueinander passen, also dass sie auch sich ergänzen können und auf diese Weise nicht die einzigen, aber unterschiedliche und komplementäre Sichtweisen auf die gleichen Prozesse liefern können. Insofern, ja, es ist nur ein Ansatz, aber es ist auch nichts dagegen zu sagen, dass man ihn mal auslotet und schaut und sieht, wie weit er in der Lage ist, verschiedenste Phänomene in unserer Gesellschaft auch unter einen Blickwinkel mal zu erfassen. Letzte Frage, was gibst du uns mit? Was hält dich gerade weich und geschmeidig? Was interessiert dich gerade? Was liest du? Was guckst du? Was hörst du? Weich und geschmeidig hält mich das Fahrradfahren in der Natur und das Genießen der Veränderungen in dem Jahresablauf, so dass ich immer sehr genau mir die Blumen anschaue, die sich da gerade neu entfalten, aufzublühen beginnen. Also etwas ganz Traditionelles, aber so genau hinzuschauen ist nicht selbstverständlich. Man kann sehr genau auf die Blüten sehen. Was mich interessiert, auch im Moment beschäftigt, sind natürlich Fragen der Digitalisierung. Und was ich gerade lese, ist ein Buch von Robert Szymanowski, Sprachmaschinen. Das finde ich sehr gewandt, geschliffen, geschrieben und sehr anregend, um die Entwicklung auch von philosophischer Seite her gut zu verstehen. Kann ich nur unterschreiben, wurde ja auch für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert. Also, Roberto Szymanowski, vielleicht checkt er auch mal noch ein im Zimmer 42. Vielen, vielen Dank, Thomas, Gerne. dass du Zeit hattest für uns. Hat mich sehr gefreut. Zimmer 42.
Ja, und wir sprechen ja in 2 Wochen auch weiter, Thomas, über ein anderes wichtiges Thema deiner Arbeit, das auch zu tun hat mit unserer Zeit, nämlich über Erschöpfung. Vielleicht habt ihr ja gerade Sommerferien und damit Zeit, um drüber nachzudenken, was euch im Hamsterrad strampeln lässt und wie ihr diesem Rad entkommt und Raum schafft für das, was euch erfüllt und nachhaltig sättigt. Wir freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid und wenn ihr diese Folge teilt und Zimmer 42 bewertet und abonniert. Ich verspreche es, dann nutze ich das nicht, um mein Ego zu polieren, aber je mehr Menschen uns zuhören, umso länger wird es uns auch geben. Danke also, und wenn ihr Ferien habt, dann sage ich für einmal Kragen runter, tief durchatmen und loslassen. Habt euch Sorge. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.